Die übrigen Errungenschaften der modernen Technik wurden die östlichen Mongolen verhältnismäßig spät bekannt. Die Umbildung Manchukos zu einer modernen Wirtschaftsstadt durch die japanische Initiative war auch hierfür der Anstoß. Während für das innermongolische Gebiet der amerikanische Forscher Roy Chapman Andrews und andere Reisende noch für die Zeit um 1992 ein Fliehen der Mongolen vor dem unbekannten Kraftwagen verzeichnen. Ändert sich die Haltung zu den modernen Verkehrsmitteln bald. Das ursprüngliche Staunen dem pferdelosen Wagen gegenüber der Teufelwerk ist anders sich unter dem Einfluss der weitgehenden Aufklärung durch die Schule, Berufserziehung und den Aufschwung der Motorisierung in wenigen Jahren. Motor und Auto sind heute in den Vorstellungsbereich der jüngeren und jungen mongolischen Generationen in den höheren Provinzen eingezogen. In der sprachlichen Begriffsbildung tritt der Kraftwagen als Urintirik, Atmosphärewagen oder als die Kai-Tirgo, Gaswagen aufgrund klarer Erkenntnis des technischen Vorganges auf. Auch das Flugzeug Nisktirk, Flugwagen oder Nisk-Ongots, Flugschiff, ist bekannt. An modernen Verkehrsmitteln fand bisher noch in der beschränkten Maß das Fahrrad Hudulguchtirk in die Mongolengebiete Eingang. Die Bekanntschaft mit den modernen technischen Fahrzeugen wirkt sich jedoch nicht auf den allgemeinen Verkehrscharakter aus, noch sind das Pferd und an Fahrzeugen der zweiradige Karren die meist verbreitetsten Verkehrsmittel. Schule und öffentliche Propaganda, die Mittel der staatlich gesteuerten Volksaufklärung sind, eifrigst bemüht, den Mongolen die Erscheinungen der heutigen technisierten Welt näher zu bringen und verständlich zu machen. Diese Erklärung moderne technische Vorgänge und Apparate schafft sprachliche Differenzierung für zum Beispiel Zugmaschine, Chirch-Tattirk, Krankenwagen, Ufchnik, Zongulk-Tirk, Kämpfwagen, Tank, Bailtani-Tirk. Auch die Mittel der modernen technischen Kriegsführung werden jetzt in den östlichen Mongolen bekannt gemacht. Ausstellungen bei den großen Klosterfeierlichkeit über den Kampf mit neuen Kriegsmitteln und Darstellungen der Entwicklung Shinbailt Argar Bailten Timtschik trägen auch an den einsamst lebenden Mongolen bei und dieser Gelegenheit die Kenntnis moderner Kriegsmittel. Daher finden sich auch Begriffe wie Eisenbahngeschütz, Kalterigen der Uhurbo oder Flakgerät, Oktorguik, Maschinen oder Fallschirmspringer, Urin Zirk. In der Sprache des Hirtenvolks mit einfachen, auch Viehzucht, Lamaismus und Feudal-Struktur bezogenem Wortschatz ruft die Bekanntschaft mit der Technik eine Wortschatzbereicherung und Wortneubildung, aber auch einen Wortbedeutungswandel und Bedeutungszunahme hervor, wie am Beispiel von Cholran, der Blitz, dessen Bedeutung sich zu der von Elektrizität ausweitet dargelegt werden kann. In allgemeinen
durfte aber die Berührung mit all diesen technischen Errungenschaften mehr eine theoretische sein als eine direkte. Über die technische Eignung der Mongolen äußerten sich europäische Reisende, dass eine rasche Auffassungsgabe und Geschick bei der Handhabung vorhanden sei. Da die Industrialisierung bestimmter Gebiete der Khenrin-Provinz erst geplant ist, liegen noch keine Angaben über Verwendung und Eignung von Mongolen im technischen Betrieb vor und auch nicht über tiefgehende soziologische Umsichtungen durch direkten Einfluss der Technik. Im Gebiet von Mientucho an der Bahnlinie Harbin-Manjur wird ab 1935 gelegentlicher Traktoreneinsatz auf Schindlerfarmen erwähnt. Über die Einsicherung von Gebrauchsgegenständen der technischen Zivilisation, vor allem über den japanischen Kleinhandel in den mongolischen Lebensbedarf, liegen keine Nachrichten vor. Es finden sich jedoch bereits gelegentlich elektrische Taschenlampen und ähnliche Kleingeräte. Der Rundfunkapparat ist in den Jurten nicht unbekannt mehr. Sendungen der Mongolen sind in dem Manchukuo-Rundfunk vertreten. Rundfunk wird in belehrenden Aufsatzzeichnungen erwähnt. Zur Beurteilung der Einstellung der jüngsten Mongolen-Generation zur technischen Zivilisation ist ein Schulaufsatz des Mongolen-Jungen Bayert aus einem der Salonenbahner der Nord-Khenrin-Provinz über einen Besuch in Japan aufschlussreich. Weil auf den Straßen die Autos, die Fahrräder, die Straßenbahnen Tag der Tag sich bewegen, ist es sehr bequem und jeder kann fahren. Dies und weil man Kino aufruft, sind viele Leute zu sehen. An Asakusa, dem Vergnügungsviertel Tokios, sind die einzigen Dinge an der Technisierung, die erwähnenswert findet und die auf das jugendliche Gemüt Eindruck gemacht haben. Dabei erscheinen Auto, Straßenbahn und Fahrrad als bekannt und nur deren große Anzahl und der Gemeinzweck wecken Wunderung für ein Propagandabild beweist, sollen die technischen Dinge als nicht unergründliches, Wunderbares angesehen werden, sondern als Erfassbares und Erlernbares. Dort heißt es, jede Art von Gefertigtem kann durch das Bucherlesen ins Berichten entstehen. Die Maschine zum Durchfliegen der Luft und das Auto, welches sich über die Erde bewegt, das ist alles durch das Bucherlesen der Menschen erfunden worden. Durch das Bucherlesen ist die Kenntnis der Erfindungswissenschaft weitgehend. Wenn aber diese Kenntnis gründlich ist, dann dürfte man eine noch so schwierige Sache bewundernswürdig denkend finden. Die Berührung mit der Technik erfolgte in dem Mongolengebiet nicht auf der Grund eines Bedürfnisses, sondern durch staatliche Initiative und Förderung. 3. Die heutigen mongolischen Wirtschaftsformen. Als Folge der Wirkung der vorgehenden geschilderten Faktoren trat ab 1880 in großem Ausmaß als Bisher eine Verminderung des Weidegebiets und der Übergang großer Teile der mongolischen Bevölkerung zu einer sesshaften Lebensweise und zur Annahme des Ackerbaus ein. Neben der Viehzucht tritt der Ackerbau als Zwischenform, findet sich sesshafte Wirtschaft analog zur europäischen
Almwirtschaft. In einem noch immer andauernden Prozess kommt es zu tiefgehenden wirtschaftlichen und soziologischen Umbildungen und Veränderungen. Als bisheriges Ergebnis dieser Entwicklung zeichnen sich in den Hirn-Provinzen drei Wirtschaftsstuben ab. Es sind dies: a. die ursprüngliche Nomadenweidewirtschaft, b. die Zwischenform der sesshaft ausgeübten semipastoralen Weidewirtschaft, c. der Ackerbau, wobei zwischen chinesischem und mongolischem Ackerbau unterschieden werden muss.